kommt da an. Und die Foto kommt da an. Jesus, wie alt sind wir da gewesen? Ich denke 5 oder 7. Ja, das könnte bestimmen. Nein. Die Kleider und meine Frisur. Gut, Clara sieht auch nicht viel besser aus mit ihren Zöpfchen. Alle zusammen. Ich bin da gerade am Fotos einkleben. Meine Schwester Clara hat mir Fotos geschickt von früher, wo wir noch klein waren. Schaut, das ist meine Schwester Clara. Ja, so klar, das könnt ihr ja gar nicht sehen. Blöd. Also, Clara ist die ältere von uns zwei. Auf dieser Foto da ist sie etwa 7 und ich 5. Ich bin der kleine Bruder von der Clara. Clara war viel grösser als ich. Trotzdem haben uns die Leute manchmal verwechselt. Keine Ahnung warum. Clara ist ja ein Mädchen und ich ein Bub. Aber ehrlich gesagt, wir haben uns manchmal auch verwechselt. Zum Beispiel, wenn die Mami gefragt hat, wer hat die Glasse aus dem Kühlschrank aufgegessen? Ich habe immer gesagt, Clara. Dabei habe ich auch von der Glasse gegessen. Und wenn die Mami Clara gefragt hat, wer hat jetzt die Glasse aufgegessen, dann hat Clara einfach gesagt, ich sei es gewesen. Keine Ahnung, warum Clara so etwas erzählt hat. Sie hat nämlich immer mehr gegessen als ich. Ja, sie hat das grössere Maul gehabt. Aber ich habe dafür viel schneller gegessen. Das hat aber niemand gewusst. Apropos Essen. Da kommt mir gerade eine Geschichte in den Sinn. Eines ist Clara zu mir gekommen und hat gesagt, «Weisst du, was es in der Küche gibt?» Ich wollte es zuerst gar nicht wissen, aber weil sie mich so gefragt hat, habe ich zurückgefragt, «Ja, was denn?» «Eine Torte?» hat Clara gesagt. «Ja, so eine?» habe ich gefragt und habe schnell ein Blatt Papier genommen und eine Torte gezeichnet. «Nein, viel grösser», hat Clara gesagt. «Und viel schöner.» «Ah, so eine?» habe ich gefragt und habe viel eine schönere und viel eine grössere Torte gezeichnet. «Noch grösser», hat Clara gesagt. «Und obendrauf hat es Schoki und Rahm.» «Ja, das glaube ich nicht», habe ich gesagt und habe den Bleistift gerade fallen lassen. «Ja, willst du sie sehen?» hat Clara gefragt. «Ja, sicher», habe ich gerufen. «So eine Torte muss man doch einfach gesehen haben.» «Gut, dann komm mit in die Küche. Sie ist im Kühlschrank. Du wirst staunen.» Wir sind beide sofort in die Küche. Clara hat den Kühlschrank aufgemacht und voilà, im Kühlschrank ist eine wunderschöne grosse Torte gestanden. Obendrauf hat es Rahm und Schoki und ein Kriesi. Eine super schöne Schwarzwälder-Torte. Mir ist gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen. Der Clara auch. Als wir so vor dem Kühlschrank gestanden sind und die Torte bewundert haben, ist plötzlich die Mami in der Küche gestanden. «So, ihr zwei», hat sie gesagt, «langt mir die Torte ja nicht an. Tante Emma und Tante Greta kommen zum Kaffee und die Torte ist für sie. Ich komme dann später ein Stück über. Habt ihr mich verstanden?» «Ja, Mami. Tante Emma und Tante Greta kommen zum Kaffee. Die Torte ist für sie und wir kommen später ein Stück über», haben ich und Clara brav im Chor gesagt. Die Mami war zufrieden und hat den Kühlschrank wieder zugemacht. Dann hat sie auf die Uhr geschaut und gerufen, «Jesus, ich muss noch ins Dorf. Jetzt hätte ich es fast vergessen.» Es hat sie in die Tasche gepackt und weg war es. Ich und meine Schwester Clara sind allein daheim geblieben. Wir sind ins Kinderzimmer und haben gespielt. Plötzlich sagt Clara, «Komm mal mit in die Küche.» «Warum?» habe ich gefragt. «Wir schauen nach, ob die Torte noch im Kühlschrank ist. Vielleicht hat sie ja jemand gestohlen.» «Ah, wer soll dir die Torte stehlen?» habe ich gefragt. «Ja, wer echt? Ein Dieb, denk. Und dann isst er sie noch allein auf. So weit kommt's noch. Hast du denn nicht gesehen, dass das Küchenfenster offen war?» Wir sind in die Küche gerannt und tatsächlich, das Fenster war offen. Clara hat schnell den Kühlschrank aufgemacht und wir haben beide aufgeschnauft. Die Torte war noch da. Ich habe es gerade gesehen. Der Clara, ihre Augen haben angefangen zu leuchten. «Clara», habe ich gesagt, «lang die Torte nicht an. Tante Emma und Tante Greta kommen zum Kaffee. Die Torte ist für sie. Wir kommen später ein Stück rüber.»
Ich will sie gar nicht anlängen, hat Clara gesagt. Ich überlege nur, dass sie vielleicht schlecht sein könnte. Stell dir vor, sie wäre vergiftet und Tante Emma und Tante Grete würden sterben. Ich habe gerade Hühnerhaut bekommen. Blödsinn, das stimmt doch nicht. Doch, hat Clara gesagt. Von dieser Seite da sieht die Torte sehr verdächtig aus. Ja, und du meinst wirklich, sie ist vergiftet? Habe ich gefragt. Ja. Tante Emma und Tante Grete essen von dieser vergifteten Torte und sterben, hat Clara ganz ernst gesagt. Ich habe gerade noch mal Hühnerhaut bekommen. Ja, und was machen wir jetzt, Clara? Ja, ganz einfach. Wir opfern uns. Wir probieren jetzt die Torte genau da an dieser verdächtigen Stelle, hat Clara erklärt. Gut, habe ich tapfer gesagt. Wir opfern uns. Wir haben die wunderschöne grosse Torte aus dem Kühlschrank genommen, ganz vorsichtig, und haben sie an der verdächtigen Stelle probiert. Aber wir haben nichts Verdächtiges feststellen. Clara, habe ich gesagt, kannst beruhigt sein, die Torte ist gut. Sie ist sogar sehr gut. Tante Emma und Tante Grete wären todsicher nicht sterben. Die freuen sich auf die feine Torte. Ja, hat Clara überlegt. Dann probieren wir sie von allen Seiten, damit wir ganz sicher sein können. Wir haben die Torte von allen Seiten probiert, aber wir haben überhaupt nichts Verdächtiges feststellen. Clara, habe ich gesagt, die Torte ist auf allen Seiten gut. Tante Emma und Tante Grete können sich freuen, sie werden nicht vergiftet. Stimmt, hat Clara gesagt. Da auf der Seite ist die Torte gut. Aber alle wissen, dass Schwarzwälder Torten vor allem in der Mitte schlecht sein können. Gut, habe ich gerufen, dann probieren wir die Torte auch in der Mitte. Wir haben ein grosses Loch in die Mitte der Torte geschaufelt, bis an den Boden der Torte. Und da ist Mami heimgekommen. Es hat gemeint, es sehe nicht recht. 3-mal ist es um die Torte herumgelaufen. Und dann hat es gesagt, das ist keine Torte mehr. Den Haufen kann ich doch niemandem zum Kaffee servieren. Ihr zwei sind eine verfressene Saubande. Ja, genau. Esset nur weiter, esset, bis er platzt. Und dann ist Mami eine Verrückte zur Küche aus. Ja, was sollen wir jetzt machen? Haben wir überlegt. Ja, wenn Mami so etwas sagt, dann wird es ja schon stimmen, oder? Wir haben also weitergegessen, bis die ganze Torte aufgegessen war. Es war eine grosse Torte. Wir hatten nachher zünftig Bauchweh gehabt. Ganz schlimm Bauchweh sogar. Das hat rüdig wehgetan. Wir sind beide nebeneinander im Bett gelegen und haben gelitten. Da hat Clara gestöhnt. Ich has doch gewusst. Die Torte war nicht gut.